Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk zur Spielanalyse. Ja, zum Heimspiel am 17. Spieltag gegen den 1. FC Köln. Ergebnis 1:1. Ich denke, ja, glücklich für uns. Am Ende des Tages, ja, gerechtes Ergebnis, weil wir einfach keinerlei Chancen erspielt haben. Zum Spiel, gerade zweite Halbzeit, hat Köln es wirklich super gemacht, muss man mal ganz klar so sagen. Defensiv, nachdem Musiala ausgewechselt wurde, was ein Riesenfehler war keinerlei Idee mehr da. Keinerlei. Also es ging alles nur nach außen. Außen war immer 2 oder 3 Mann. Nichtsdestotrotz, gerade King ist einige Male durchgekommen, aber ja, dann stand Köln in der Mitte gut. Mal abgesehen von dem Müller-Kopfball, was auch Müller seine einzige Szene war, fand ich's gut. Im Nachhinein kann man immer klug scheißen, fand ich's auf jeden Fall nicht gut, einen Musiala rauszunehmen. Weil Musiala und Sané waren die einzigen beiden, die da das Spiel angekurbelt haben, ja. Und gerade zweite Halbzeit mit den Bällen in die Mitte auf Sané und auf Musiala hatten wir auf jeden Fall da mehr Licht wie Schatten. Ja, ansonsten Flanken waren graus, mal abgesehen von King. Ja, keinerlei Ideen. Halt erste Halbzeit auch keinerlei Ideen gehabt, beziehungsweise kam erste Halbzeit über die Bälle nicht nach vorne, weil Kimmich wieder entweder gar nicht am Ball war die ersten 25 Minuten. Danach, wenn er am Ball war, alles nur quer und nach hinten gespielt. Goretzka war wieder ein Totalausfall. Keine Ahnung, war überall und nirgends, hat gar nichts auf die Kette gekriegt. Traurig, ein Gnabry hätte nach 25 Minuten auswechseln müssen. Das wäre mal ein Statement gewesen, ja. Da hätte man gar nicht bis zur Halbzeit warten brauchen. Lächerlich. Leistung, erste Halbzeit unterirdisch für ein Heimspiel, gehört sich gar nicht, ja. Köln hat uns gezeigt, wie man aufzutreten hat, ja. In unserem Stadion. Traurig, sehr, sehr traurig. Ja, maßlos enttäuscht, was die erste Halbzeit anbelangt. Nagelsmann völlig hilflos, ja, keine Ahnung, ich zweifle mittlerweile an ihm. Ja, sage ich ganz ehrlich und offen. Also wenn man nach so einer Leistung wie in Leipzig, wo man ganz klar die Schwächen gesehen hat, oder wo ich denke, dass ich die Schwächen für mich gesehen habe, erstens keine Leidenschaft, kein Biss, mal abgesehen von der Innenverteidigung, die nehme ich mal raus in Leipzig. Und vorne die nehme ich auch raus, weil die gar nicht die Bälle bekommen haben, um mal irgendwelche Akzente zu setzen. Dann gebe ich den Spielern als Belohnung einen Tag frei. Na, was dann Gnabry macht und so, sei mal dahingestellt. Weiß auch nicht, was andere machen, wenn sie einen Tag frei haben. Weil sind die so schlau, lassen sich nicht fotografieren. Ja. I don't know why. Ja, Vorbereitungen waren 14 Tage oder was. Wir haben keinerlei Form. Zeigen dann so eine Leistung ohne Leidenschaft. Ja, dann gehe ich nicht mit ein daher zu sagen, ich gebe jetzt der Mannschaft mal einen extra Tag frei. Fühle ich nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Und wie man gesehen hat, wurde es auch nicht belohnt. Ja. Weder von Kimmich, von einem Goretzka, von einem Gnabry. Wenn der Trainer es nicht geschissen kriegt, die Spieler wieder für den Verein zu motivieren, weil sie in der Nationalmannschaft ihrer WM-Chance hinterher trauern, ja, dann feuer entweder den Trainer oder setzt die Spieler auf die Bank. Fertig. Ja, das sind die Sachen, die man machen kann. Nichts gegen Köln. Wie gesagt, Köln hat es gut gemacht, war super engagiert, hat mir gut gefallen, war gut anzusehen. Ja, aber wir spielen zu Hause, du musst das Ding gewinnen. Auch wenn Köln vorher 7:1 gegen Bremen gewinnt zu Hause. Das hat keinerlei Rolle zu spielen, ja.
Wir sind im eigenen Stadion und die erste Halbzeit war ein Trauerspiel. Ne? Und da auch mal Lob an die Fans, die trotzdem durchgehend Stimmung gemacht haben. Aber die Mannschaft hat 0 zurückgezahlt. Mal abgesehen von einem Sané, den ich da herausheben möchte. Ein Musiala, der mir auch gut gefallen hat. Ein Choupo am Anfang war er einigermaßen, ja. Aber Choupo ist immer so ab der 60. Kannst du ihn eigentlich auswechseln, dann ist er einfach platt. Warum nicht da den Tell reinbringen vorne? Ja, habe ich wieder nicht verstanden, warum man dann Musiala rausnimmt und Müller reinbringt. Wie gesagt, Müller hat das Spiel kaputt gemacht. Nichts gegen Müller, aber die Position hat einfach gefehlt, die Jamal gespielt hat. Man hätte Müller zusätzlich zu Jamal bringen können, ja, dass er einfach Unruhe zwischen den Linien stiftet, weil, ja, warum nicht? Was hätten wir zu verlieren gehabt? Ja? Habe ich nicht ganz verstanden. Ein Sechser hast du nicht mehr gebraucht zu der Zeit in der Phase. Ja, Köln stand nur noch hinten drinne. Ja, I don't know. Wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer, kann man immer klug scheißern, aber dass man 2 Spiele hintereinander dieselben Fehler macht vom Trainerteam, weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Nochmal, die Spieler sind keine Maschinen, ja. Ich verstehe das auch, wenn ein Goretzka, ein Gnabry, ein Kimmich irgendwie geknickt sind, weil die sind in einem Alter, wo du nicht noch unbedingt eine WM spielst, ja. Und schon gar nicht mehr auf so einem hohen Level dann, wenn man, was weiß ich, 30, 31, 32 ist. Ja, so ist halt der Lauf der Dinge. Kann ich das nachvollziehen? Aber das muss dann auch abgehakt werden, ja. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Nimm den Krankenschein, zieh Krankengeld, aber streich dir keine Millionen bei uns ein, wenn du wenn du im Kopf nicht frei bist, um Leistung zu bringen, ja. Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden FC Bayern-Fan. Das muss ich mal so klipp und klar sagen. Dass die Spieler schlechte Leistungen bringen, weil sie nicht fit sind, fühle ich schon mal gar nicht, weil sie sind früh genug ausgeschieden bei der WM. Ja, da hätte man sich fit machen können. Auch da war der Fehler meines Erachtens nach, dass man gesagt hat, ach ja, ihr packen euch mal alle in Watte, bleibt mal trotzdem, obwohl ihr so früh ausgeschieden seid, macht erstmal, was weiß ich, 3, 4 Wochen Urlaub. Wir machen trotzdem dann nur 2 Wochen Vorbereitung, reicht schon. Wie wir sehen, reicht das nicht. Und es wird auch die nächsten 2 Wochen nicht reichen. Ja, wir werden noch locker 2 Wochen brauchen, bis da mal ein bisschen was passiert. Man sieht einen ganz klaren Unterschied. Upamecano und De Ligt, wo De Ligt heute auch Anlaufschwierigkeiten hatte. Aber die ackern, die reißen sich den Arsch auf, die versuchen, die machen. Sané, super stark heute, war der einzigste Führungsspieler auf dem Platz. Ja, war der Spieler, der kommuniziert hat, der Spieler, der andere mal zusammengefaltet hat. Der Spieler, der unzufrieden auch mit sich selber war, wenn mal was nicht geklappt hat. Alle anderen keinerlei Körpersprache. Kimmich hat nicht ein Wort gewechselt. Nach seinem Tor. Ja, dann hat er mal Körpersprache gezeigt. Dann hat er auf einmal mal die Fresse aufgemacht. Vorher gar nichts. Alles lethargisch, alles hingenommen. Ein Goretzka, ein Gnabry, dasselbe. Einfach alles hingenommen. Du hast keinen der Spieler angemerkt, dass sie unbedingt das Spiel gewinnen wollen, dass sie sich dagegen mal wehren. Gar nicht. Außer Sané. Ja, Riesenlob an Sané. Ich habe den oft genug kritisiert. Der war der Einzige. Der Einzige, der mit nach hinten geackert hat wie ein Stier, der versucht hat, die Leute aufzurütteln. Ein Sommer hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen, hat versucht, da hinten Kommandos zu geben. Alles andere war ruhig. Alles andere war einfach ruhig auf dem Platz. Ja, wie soll da was passieren? Ja, das muss der Typ machen, der auf der 6 spielt. Meinetwegen noch auf der 8. Ja, der muss das Heft in die Hand nehmen, der muss Kommandos geben, auch wenn er keine gute Form hat. Da muss er damit punkten. Ja, das war nicht da. Ein Kimmich war heute wieder grottenschlecht. Ja. Sein Tor hat seine Note etwas gerettet. Ansonsten wäre es eine 5, wäre er noch gut mit bedient gewesen. Ja. Er hat sich wieder zweimal fallen lassen. Okay, einmal vorne im gegnerischen 16er, wieder einmal an der Mittellinie, wieder die Bälle hergeschenkt, es sind Konter eingeleitet worden durch diese Scheiße. Keinerlei Körperspannung, keinerlei Körpersprache.
Einfach verstecken. Ja, er wurde wieder zugedeckt von den Kölnern, die sind ja auch nicht doof. Aber er hat sich versteckt. Er hat sich einfach versteckt, ist da rumgetrabt. Ja, gut, da steht einer, da steht ich laufe hier einfach mal mit. Ich nehme gar nicht am Spiel teil. Ja, das war dann zweite Halbzeit etwas besser, lag aber einzig und allein daran, dass er dann mal ein bisschen Platz hatte, weil Köln sich einfach komplett hinten reingestellt hat. Sonst wäre das auch nicht anders gewesen. Und was er dann mit den Bällen gemacht hat oder versucht hat, war alles Rotze. Ja? Die Ecken waren alle scheiße, dieser Freistoß war scheiße. Es ist ein Witz, dass ein Spieler, der keine Form hat, trotzdem die Ecken schießen muss und die Freistöße schießen muss. Ich meine, wir haben 11 Spieler auf dem Platz, da sollte sich auch noch jemand anders finden. Klar, das Tor war ein super schönes Tor, keine Frage. Anders hätten wir heute aber auch kein Tor geschossen. Es hätte mich eher gefreut, wenn es ein Grafenberg geschossen hätte oder sonst wer. Ja, ich meine, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht löst das eine Blockade im Schädel beim Kimmich. Dann gönne ich ihm das. Ansonsten verdeckt es seine super schlechte Leistung, ja. Und ich sehe das so wie Olli, wenn man es gesehen hat, nach dem 1:1 die Reaktion von ihm auf der Tribüne. Ja, das ist auch meine Reaktion. Hätte es besser 1:0 verloren heute. Dann hätte es wenigstens richtig geknallt. So ist wieder, ja, wir haben ja 1:1 gespielt, wir haben ja, weiß ich nicht, Statistiken gucken wir gleich. Warte, hier. Ja, wir haben ja 77% Ballbesitz gehabt. Das höchste, was wir diese Saison hatten. Blasülz. Ja. Aber wir können ja auch erstmal einen Blick in die Statistiken werfen. So. Muss ich ja nicht alleine mir angucken. So. Ballbesitz 67:22. Abseits 2:2. Fouls 7:10. Zweikämpfe 60:40. Schüsse aufs Tor 7:1. I don't know, wo wir 7 Schüsse aufs Tor hatten. Wirklich, I don't know. Nee. Schupo sein Abseits vom Pfosten, ja. Kopfball von Müller. Gute Gnabry, das eine Ding in der ersten Halbzeit. Dann die Rückgabe von Pavard. Ja, keine Ahnung. Vielleicht habe ich es aber auch verdrängt. Schüsse insgesamt 25:3. Also keine Ahnung, was da als Schuss gezählt wird, Leute. Ich habe klare Torchancen waren die einzigsten. Also eine klare von Gnabry erste Halbzeit und eine halbklare von Gnabry erste Halbzeit. Alles andere haben wir keinerlei Torchancen heute gehabt. Punkt. Ja. Ich weiß nicht, was da alles an Schüsse zählt. Wahrscheinlich Schuppu sein Ding, was irgendwie abgeblockt wurde vom Grafenberg. Aber das kannst du auch nicht als Chancen werten. Das war halt ein Schuss aus der zweiten Reihe, der ziemlich knapp war. Ja, na klar. Sag ich ja, wir hätten heute verlieren müssen. Ja, die Statistik ist so geschönt. Das kann man sich so schön zurechtbiegen. Ja, guckt doch unsere tollen Zahlen an. Und wir haben einfach Pech gehabt und so weiter. Nee, haben wir nicht. Ja, wir waren einfach nicht gut heute. Nicht gut. Punkt. So. Schüsse insgesamt. Pavard 2, ja, sag ich ja. Wenn schon die 2 Schüsse aufs Tor von Pavard kommen, einer von De Ligt, einer von Gnabry aus der ersten Halbzeit. Ja, sagt das auch alles aus, wa? Torschussvorlagen Upa, jo, gewonnene Zweikämpfe, Pavard 12, Davis 11, Sané 8. Ja, kein Kimmich zu sehen, wa? Kimmich hat heute gefühlt auch keinen Zweikampf gewonnen. Nächste Sache, Ballkontakte Upa 149, Pavard 148, De Ligt 141, gefordert worden, schenken wir uns mal. Der aktivste Spieler heute auf dem Platz war Steffen Baumgart, ne? Muss man mal ganz klar so sagen. Er war wieder ein Fest, ihn zuzusehen. Ich habe heute extra ein Auge auf den Kimmich gehabt, gerade erste Halbzeit, weil ich ihn ja letzte Woche so zerrissen habe. Und der Kimmich hat nicht ein Wort gewechselt in der ersten Halbzeit. Nicht ein Wort. Hat sich nicht einmal aufgeregt über eine Schiedsrichterentscheidung, sonst was. Ich meine, wann war es? 10. Minute, ersten 10 Minuten, wo Musiala hinten auf die Achillessehne getreten wird, wofür Ribéry mal rot gesehen hat.
Das war genauso nicht beabsichtigt, keine Frage. War bei ihm auch nicht beabsichtigt. Nichts. 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 Noch nicht mal Freistoß. Es gab einen Einwurf. Leute, wir müssen uns jetzt nicht an so Fehlentscheidungen aufhalten, ja. Aber das kann doch nicht sein. Voll offene Sohle auf die Achillessehne hinten. Nichts. Ja, passiert. War ja keine Absicht. Ja, ich trete dir ein Auge aus dem Schädel. Ist ja Wurst. War ja keine Absicht. Fühle ich nicht. Ja, Schiri war auch wieder unterste Kanone in meinen Augen. Lächerlich, was der teilweise gepfiffen hat auf beiden Seiten. Jetzt nicht gegen uns oder sowas. Ja. Fühle ich nicht. Gut. Wir werden heute gar nicht lange rumhantieren. Wie gesagt, alles Menschen, dass man die WM da irgendwie... Aber mein Gott, das war jetzt lang genug Zeit, ja. Das ist keine Ausrede. Und wenn das so ist, dann setzt die Leute auf die Bank. Ja, wir haben heute gesehen, wie ein Grafenberg reinkam, wie er angekurbelt hat, wie er sich Mühe gegeben hat. Ja, dann stell die Leute doch von Anfang an mal auf. Ja, Punkt. Human, bärenstark, ja. Verstehe nicht, wie ein Gnabry da vorgezogen werden kann. Wie gesagt, der einzige von den deutschen Nationalspielern ist ein Sané, der wirklich Form hat, der Bock hat, der sich den Arsch aufreißt, der was zeigen will. Alle anderen kannst du auf die Bank setzen. Es ist keinerlei Verlust in unserer Mannschaft. Wirklich nicht. Keinerlei. Stell den Sabitzer dahin als Defensiven, mach den Grafenberg davor. Ich garantiere euch, dass das 10-mal besser ist wie Kimmich und Goretzka aktuell. Und wir sind nicht in der Lage, oder wir haben gar nicht die Ausgangslage, werden wir gleich noch sehen, wenn wir auf der Tabelle mal gucken. Wir haben gar nicht die Ausgangslage, uns zu erlauben, die Spieler mit durchzuziehen. Und ein Kimmich ziehen wir seit Wochen durch. Ja, seit Wochen wird er auf die 6 gestellt. Und er hat keinen Bock. Ja, oder er kann nicht, oder er ist im Kopf nicht klar, was auch immer. Ist scheißegal. Ja, es ist wirklich scheißegal. Das ist ein verkackter Leistungssport. Der interessiert nicht, was du letztes Jahr gebracht hast, was du vor 4 Wochen gebracht hast. Wenn du jetzt keine Leistung bringst, dann geh auf die Bank. Punkt. Ja, aber da hat keiner die Eier zu. Da hat Nagelsmann nicht die Eier zu. Nö, kann ich nicht machen, da verscherze ich mich mit dem Spieler. Alter, er ist ohne Scheiß. Wenn das so weitergeht, ich hab's ja schon mal gesagt, schon in der Hinrunde. Ich habe vom Nagelsmann einfach was ganz, ganz anderes erwartet. Einfach ein Trainer, der neue Sachen macht, der klare Sachen macht, der klare Kante zeigt, der die Eier hat, die Spieler dann auch rauszunehmen und nicht darauf achtet, so, ach, Daiti, was bist du denn? Wie lange bist du hier im Verein? Was hast du für einen Verein geleistet? Ja, bei Müller hat das jetzt gemacht, weil er mit Müller gut ist, weil er mit Müller gut kommunizieren kann. Bla, Sülz, es stehen immer noch Leute auf dem Platz, die einfach nicht auf den Platz gehören. Ja? Wird nicht nach Leistung aufgestellt, immer noch nicht. Und wie gesagt, ich fühle es nicht, dass wir die Leute mit durchziehen. Ja? Und ein Kimmich ist überfordert aktuell. Ich weiß nicht, ob es die Binde ist, wo er die Binde abhatte, wo Müller sie hatte. Vielleicht ist er da gehemmt oder was weiß ich was. Vielleicht ist das zu viel Verantwortung für ihn. Ich habe keine Ahnung. Dann gibt's den Sané. Fertig. Der war der Einzige, der heute Kommandos gegeben hat, der sich geärgert hat, der vorangegangen ist. Und Kimmich hat die ganze Zeit die Fresse gehalten. Also das ist ein absolutes Trauerspiel. Ja. Hat mit einem Führungsspieler gar nichts zu tun. Ja, sorry, dass ich mich so auf den Kimmich einschieße, dieses Spiel und letztes Spiel. Ja, aber er ist der Spieler bei uns, auf den alles gesetzt wird und seit Jahren. Und jetzt, wo er liefern muss, kommt halt nur heiße Luft. Ja, und das muss man dann auch kritisieren dürfen. Wie gesagt, klar, er ist ein Mensch wie jeder andere. Vielleicht hat er private Sorgen. Wie gesagt, vielleicht hat er die WM im Schädel nicht verkraftet oder was. Ist alles gut und schön, haben wir ja gar nichts dagegen. Ja, da muss er auf die Bank gehen. Punkt. Ja. Dann soll er 3 Wochen, 4 Wochen rausgehen. Vielleicht wird er klar im Schädel oder was. Wie gesagt, sein Tor hat ihn heute gerettet. Entweder kommt am Wochenende eine Reaktion von ihm. Jetzt nach dem Tor, vielleicht ein bisschen Aufwind gegeben, ich weiß es nicht. Ansonsten, ja, ich sehe schwarz. Sehe ich ganz schwarz, ja. Ganz, ganz schwarz. Gut. Sommer würde ich heute
ja, hat keinerlei Fehler gemacht, würde ich eine 3 geben. Gut, den einen Fehlpass, den er gespielt hat, ein bisschen riskant, ja, das war das Einzigste. Beim Gegentor konnte er gar nichts machen. Da muss ein Davies einfach mitgehen, ja. Das lernt man auch in der E-Jugend, dass man, wenn man hinten am zweiten Pfosten ist, mitgeht und nicht den Spieler laufen lässt. Hooper hat den Zweikampf verloren, den Kopfball. Ja, ist halt manchmal so, als Verteidiger kommst du nicht richtig hin, wenn der andere angesprungen kommt. Ja, deswegen müssen die Leute am zweiten Pfosten mitgehen. Wurde nicht gemacht. War das Ding drinne, da konnten Sommer nichts machen. Hat einmal noch bärenstark gehalten, das Ding. Hat uns da im Spiel gehalten. Ja, eine gute 3. Hooper würde ich heute auch bei einer guten 3 sehen. Hat viel versucht, auch gerade sehr, sehr viele tiefe Bälle dann gespielt in der zweiten Halbzeit. Ich sagte auf Musiala und Sané, die das sehr gut gemacht haben da vorne. Die dann ein bisschen sich haben fallen lassen und den Ball angenommen und so weiter. Kimmich hat sich hingekriegt. Ja, das hat ein Hooper gemacht. Ja. Pavard fand ich erste Halbzeit super schwach. Ist wieder auf dem Platz rumgelaufen, also wenn er keinen Bock hat. Auch seine Grimassen, die er wieder gezogen hat, Alter. Da weiß ich auch nicht. Zweite Halbzeit war es etwas besser, auf jeden Fall. Da hat er sich ein bisschen gewehrt und hat auch mal ein bisschen was versucht. Wurde aber teilweise auch nach vorne gezwungen. Weiß ich nicht. Ja, eine 3, ja. Hat jetzt keine großen Fehler gemacht oder sowas. Ich weiß nicht, wo er zugeteilt war bei der Ecke. Ist ja schon eigentlich so seine Posi da hinten, wenn man auf der Verteidiger-Posi da spielt. Aber die wird jetzt einmal dahingestellt. Ecken-Gegentor kannst halt einfach mal bekommen, ja. Und das war in der 4. Minute. Wir hatten Zeit ohne Ende, um da ins Spiel zu finden, ja. Gut, De Ligt würde ich auch bei einer guten 3 sehen. Hat die ersten 20 Minuten echt Probleme gehabt. Hat viele Fehlpässe gespielt, nicht sauber gespielt, auch von sie. Danach aber bärenstark, ja. So länger das Spiel ging und so sicherer wurde er wieder. Hat auch super viel versucht, hat auch mal einen Schuss gehabt. Hat sich sonst auch versucht, links außen und hast du nicht gesehen. Also wie gesagt, an unserer Innenverteidigung lag es heute nicht. Fonsi sehe ich auch bei einer 3. Hat viel versucht, aber wie gesagt, Köln hat's gut gemacht. Ja. Köln stand immer außen mit 2 oder 3 Leuten gegen Fonsi. Ja. Und Gnabry hatte irgendwie gefühlt nicht einen Zweikampf gewonnen, ja, nicht ein Dribbling gewonnen. Kam gar nicht zum Zuge. Dadurch hat's Fonsi natürlich noch schwerer gehabt auf der Seite. Ja, Sané würde ich heute bei einer 2 sehen. Hat, wie gesagt, für mich der beste Mann bei uns auf dem Platz. War der sich gewehrt hat, der Kommandos gegeben hat, der sich aufgeregt hat und trotzdem versucht hat mit Kombination, mit Musiala und so weiter. Aber Köln hat es gut gemacht defensiv, muss man einfach auch mal anerkennen. Ne? Musiala würde ich bei einer schlechten 3 sehen. War trotzdem noch der neben Sané mit den Ideen, ne? Der was versucht hat, der ein Dribbling mal gemacht hat, der versucht hat, mal einen Doppelpass zu spielen. Man hat das ganz klar gesehen, was für ein Bruch drin war. Ich meine, wir waren zu der Zeit gut am Drücker, ja, wir sind immer durch die Mitte, wir hatten einige Halbchancen und so weiter, haben dann nach außen gespielt und so weiter. Ja, und dann bringe ich einen Müller rein und nehme Musiala raus. Da war der ganze Spielfluss weg. Ab da war es nur noch wie früher, Handball, ringsherum den Ball irgendwie nach außen, versuchen, dass Coman irgendwie eine Flanke schlagen kann oder ein Davis. Und das war dann easy peasy zu verteidigen für Köln. Ja, das war gar kein Problem mehr für Köln. Sie haben sie flanken lassen, standen mittig sehr gut. Ja, wie gesagt, abgesehen von dem Müller-Ding, den Kopfball, war das nix. Ja. Jetzt kein Vorwurf an Coman. Coman hat ein gutes Spiel gemacht. Habe ich nicht ganz verstanden. Wie gesagt, man kann Müller immer mal reinbringen als Unruheherd. Bin ich ganz, ganz dabei. Ja, dann Opfer halt ein Sechser. Opfer ein Außenverteidiger, so wie es dann auch zum Schluss hat, ein Spiel mit Dreierkette. Köln hat nichts mehr nach vorne getan. Da hättest du nicht Musiala rausnehmen müssen. Ne? Meine Meinung. Goretzka Note 5, Alter, da brauchen wir gar nicht rumdiskutieren. Das war wie schon in Leipzig super schlecht. Ja, da gibt's meiner Meinung nach nichts zu sagen.
Ich weiß nicht, ob das taktische Anweisungen sind. Habe ich ja schon gesagt, gehe ich von aus. Aber wir haben die erste Halbzeit gespielt wie in Leipzig. Wir hatten genau dieselben Probleme. Und dann ist ein Trainerteam einfach Note 6. Das ist dann einfach ungenügend. Wenn man sich das ein Spiel lang anguckt, das nicht sieht und im nächsten Spiel dieselbe Mannschaft aufstellt mit denselben Problemen. Ja. I don't know, da ist auch irgendwas im Schädel nicht richtig. Gnabry bin ich genau dabei, Note 5, Alter, das war auch mangelhaft. Punkt, da müssen wir nicht rumdiskutieren. Seine Reise dann nach Tahiti, nach Paris, da auf irgendeiner Modenschau, Alter, fühle ich auch nicht, ja, so wie es der Nagelsmann dann in der Pressekonferenz gesagt hat. Würde er dann die Leistung bringen, okay, dann sagt man, jo, kannst du machen. Er hat keine Leistung gebracht. Er hat keine Zweikämpfe gewonnen, nichts, ja. Ja, aber so, das passiert, wenn man den Laden nicht im Griff hat, ne? Wenn man den Spielern da Freiheiten gibt, obwohl sie keine Leistung bringen. Obwohl er in Leipzig noch wenigstens eine gute Halbzeit hatte, muss man fairerweise sagen. Aber heute war das nichts. Kimmich sehe ich bei einer 4 wegen seinem Tor. Wie gesagt, sonst wäre es definitiv auch eine 5 gewesen in meinen Augen. Aber nur weil er jetzt ein Tor in der 90. Minute gemacht hat, kann man nicht die vorigen 90 Minuten sagen, war alles gut so. Nee, es war grottenschlecht. Es war wirklich grottenschlecht. Es war eigentlich noch nicht mal ausreichend. Ja. Super enttäuscht. Wie gesagt, man kann keine Form haben. Wegen was auch immer, WM-Vorbereitung, die nicht vorhanden ist und so weiter und so fort. Kann ich alles verstehen. Aber da muss wenigstens die Körpersprache stimmen. Und ich muss wenigstens das Heft des Handelns in die Hand nehmen und die Leute anweisen und Befehle geben und als Vorbild vorangehen kämpferisch. All das hat gefehlt. Punkt. Schuppo, ja, Schuppo sehe ich auch bei einer 3 minus, ja. Hat natürlich einen schweren Stand gehabt, gar keine Frage, hat es auch 2-3 Mal, erst halb seinen ganz schweren Stand gehabt, musste sich bis auf die Mittellinie fallen lassen, um überhaupt mal einen Ballkontakt zu haben. Die ersten 25 Minuten, also das war gar nichts, aber da war die ganze Mannschaft gar nichts, ja, mal abgesehen vom Sané. Danach, ja, hatte 1-2 Aktionen, aber Köln stand halt einfach mit 11 Mann im 16er dann, ja. Dann ist es halt einfach schwer. Was willst du machen? Ne? Es war nun mal kein Raum da. Es war kein Raum für Kombinationen da, gar nichts, weil Köln sich immer weiter hat in der zweiten Halbzeit in die eigene Hälfte fallen lassen. Ne? Und anders als wir das Tor gemacht haben, hätten wir auch kein Tor mehr gemacht. Ne? Und wäre auch verdient gewesen, weil wir haben keine Chancen rausgespielt, meines Erachtens. Ne? Gut. Kommen wir zu den Einwechseln. Grafenberg für Goretzka. Ja, definitiv der richtige Wechsel. Ich bin sehr gespannt, ob ich glaube, wir spielen in Frankfurt, ne? Wir gucken gleich mal, ob er da anfängt oder ob wieder ein Goretzka auf dem Platz steht. Hat ein Goretzka definitiv nicht verdient. Hätte ein Grafenberg mal verdient. Und wie gesagt, ein Sabitzer mal für einen Kimmich, meines Erachtens nach. Ja. Ich würde ihm auch eine 3 assistieren. Er war der was versucht hat. Ja? Der Bälle nach vorne gespielt hat, der versucht hat, den Ball auch mal zu treiben, mal nach außen gegangen ist. War super auffällig, alles das, was ein Kimmich nicht war. Ja. Deswegen, mir hat er sehr gut gefallen. Tell leider viel zu spät mal wieder und mal wieder auf falschen Posi rechts hingestellt, einfach lieblos. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ein Schuppo war jetzt nicht so im Spiel und wie gesagt, so ein Schuppo siehst du immer an, 60 Minuten, 65 Minuten, dann ist der Akku einfach leer. Ja, was irgendwo seinem Alter geschuldet ist, würde ich behaupten. Warum da nicht in der 60. Minute ein Tell für einen Schuppo reinbringen? Fertig. Ja. Dann kann der Junge sich auch mal entwickeln. Wie soll er sich entwickeln mit seinen 8 Minuten Spielzeit dann noch auf rechts außen? Verstehe ich nicht. Man holt so einen Spieler als Mittelstürmer, ja, und dann so, ja, nee, ich kann aber auch außen spielen. Ich stelle den mal außen hin. Wir haben einen Mittelstürmer, das ist Choupo-Moting, oder? Das heißt, wir geben im Sommer irgendwie 100 Millionen für irgendeinen Hans Wurst aus, der 31 Jahre ist, der 2 Jahre spielt, oder was? Anstatt den Jungen da reinzuwerfen, ihm die Chance zu geben. Ich meine, den Testspielen überzeugt er auch. Also, ist wieder so ein, ja, weiß ich nicht. So ein Nagelsmann-Ding oder was. Ich verstehe es nicht.
Keine Ahnung, vielleicht spielt der Vertrag da eine Rolle, dass der ausläuft oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Ich finde es halt nur traurig, aber gut. Das ist, wie es ist. Können wir nicht bewerten, Tell. Müller können wir auch nicht wirklich bewerten. Wie gesagt, Müller hatte eine Aktion. Ansonsten war Müller eher ein Störfaktor für die eigene Mannschaft wie für die gegnerische Mannschaft. Was einfach daran lag, dass Köln zu der Zeit wirklich auf der 16-Meter-Linie stand. Ja, da ist einfach keinerlei Raum. Köln hat sich gar nicht mehr rausgekommen. Einmal haben sie einen Konter versucht, wo wir den Ball dann abgefangen hatten. Da hatten wir einmal ein bisschen Platz. Ansonsten hatten wir keinerlei Platz in der zweiten Halbzeit. Und dann bringe ich einen Thomas Müller. Ja, bei Ecken und sowas, bei Standards ist er einen guten dann, weil er Unruhe stiftet. Und hat mal einen komischen Laufweg und so weiter. Verstehe ich. Das Argument, ihn zu bringen, verstehe ich. Aber nicht das Argument, Musiala dafür rauszunehmen. Das war ein Riesenfehler in meinen Augen. King war stark. King würde ich eine gute 3 geben. Ja, durch King haben wir dann die Flanken geschlagen, wodurch dann der Müller auch die eine Kopfballtorchance hatte. Ansonsten hat ein King auch viel versucht, war super agil, ja. War alles das, was ein Gnabry nicht war. Ja, auch da gehe ich davon aus, dass er beim nächsten Spiel in der Startaufstellung steht. Ja. Gut. Trainer, Note 5. Ja, für mich Note 5. Ja, warum, wieso, habe ich schon gesagt. Das war wieder komplett vercoacht. Ja. Es war klar, dass Köln auch Kimmich zustellt. Jeder wird einen Kimmich zustellen. Also ich meine, das haben wir schon in der Hinrunde gesehen, ja. Aber dann war es halt so, dass wir mit einer Doppel-6 nebeneinander gespielt haben. So, und beide Sechser konnte man nicht zustellen. Ja. So, dann hat halt der Goretzka den Part übernommen. Hat sich fallen lassen, hat die Bälle spielen lassen. Kimmich war in Manndeckung. Und gut war. Ja, dann irgendwann haben wir das Tor gemacht, das zweite Tor gemacht, dann wurde umgestellt. Dann war Kimmich nicht mehr in Manndeckung. Dann konnte Kimmich seine Pässe spielen und das Spiel beruhigen, machen und tun. Konnte er heute wieder nicht, genauso wie in Leipzig nicht. Ja, ja, bin ich sehr gespannt. Wir gucken mal eben. Wow, es gibt hier endlich mal eine Tabelle, Alter. Ist ja mega. So, Table. So, warum habe ich gesagt, wir können uns das nicht leisten? Ich glaube, wir spielen die nächsten 3 Spiele. Wir gucken gleich mal. Können wir ja mal eben nebenbei aufmachen. Ist auf jeden Fall Frankfurt und Wolfsburg bei, meine ich. Beide in einer super Form. Ja, wir spielen jetzt, okay, wir spielen zu Hause gegen Frankfurt. Dann spielen wir in Mainz, wo wir uns immer schwer tun. Dann spielen wir in Wolfsburg, was auch nicht leicht wird. Wolfsburg hat aktuell einen Lauf hoch 10. Bochum ist dann eigentlich etwas leichter, aber hier kann das knallen, Alter. Hier kann das richtig knallen. Wenn wir jetzt nochmal den Blick auf die Tabelle nehmen, wäre halt schön, wenn die auch mal aktualisiert werden würde. Tut sie nicht. Ja, gut, sollten wir halt 36 Punkte haben, ne? Warte, ich mache mal eine aktuelle Tabelle auf. Das ist ja ein Trauerspiel. Das ist ja ein Trauerspiel. Dann gehen wir doch einfach mal zum Kicker. Ja, geh mich auf den Sack. So. Kicker gibt's mehr Werbung wie alles andere. Table. So, da sehen wir's. Dass jetzt die Punkte ausgeblendet. So. 36 Punkte haben wir aktuell. Ja, Frankfurt spielt morgen noch. Die könnten auf 33 kommen. Union spielt noch, Dortmund spielt noch. Ja, wie gesagt, Wolfsburg hat einen Lauf. Schwierig. Also Frankfurt und Wolfsburg werden keine Selbstläufer, ja. Und wie wir gesehen haben, sind wir im Moment nicht in der Lage, vernünftigen Offensivfußball zu spielen. Ja, wir müssen uns schnell einkriegen, weil das ist Samstag, dann ist schon wieder Mittwoch, dann ist Sonntag. Ja. Also, da ist jetzt nicht Zeit, jetzt irgendwas groß nachzuholen, was man in der Vorbereitung nicht gemacht hat. Ja. Weil man den Spielern alle extra Sonderurlaub gegeben hat.
Und dann auch nochmal nach so einem Spiel wie in Leipzig nochmal einen extra Tag frei. Also, ja, fühle ich persönlich nicht. Bin sehr gespannt. Ich meine, wir haben gutes Polster, ja, keine Frage. Auch wenn wir jetzt gegen Frankfurt verlieren, sagen wir, Frankfurt gewinnt, sind wir punktgleich. Alles gut, ja, haben noch einen Punkt vor Leipzig. Es ist dann auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Selbst wenn wir dann gegen Wolfsburg noch verlieren sollten, dann sind wir maximal 3 Punkte hinter den ersten, wenn alles für Frankfurt laufen würde. Ja, was man jetzt nicht weiß. Alles gut, wir sind da noch im Rennen, aber ist natürlich auch nicht der Anspruch, den wir haben. Ja. Und machen wir uns nichts vor, wenn die Spiele so ausgehen sollten, wirst du nicht auf einmal den Schalter umlegen können und sagen, ja, wir hauen jetzt Paris locker aus der Champions League raus. Das glaube ich nicht. Ja. Aber Mainz ist ja sogar Pokalspiel, ne? Ja, wenn du da auch noch rausfliegst, wie auch immer, dann brennt der Baum, Alter. Dann ist der Tuchel wieder ganz schnell Gesprächsthema bei uns. Ja. Gut. Wie gesagt, man kann das ein bisschen erwarten nach so einer Vorbereitung. Hat man sich aber selber eingehandelt, weil die Spieler alle früh genug rausgeflogen sind. Und wenn man sieht, wie ein Opa aufspielt, der ja mit am längsten bei der WM war, ein Coman genauso, und auch ein Sané, ja, der ja anscheinend den Kopf frei hat und anscheinend auch ein bisschen trainiert hat in seiner freien Zeit, wirft das kein gutes Licht auf Kimmich, Goretzka und Gnabry, ne? Weil man Gnabry noch ein bisschen rausnehmen kann, aber jetzt durch seine Aktion am Wochenende kann sie ihn damit reinnehmen in diese Schublade. Ja. Weiß ich nicht, ob das alles so die richtigen Maßnahmen sind, dass man den Leuten da so viel Zucker in den Arsch bläst und die irgendwie dahinstellt, als hätten wir keine Konkurrenz. Ja? Weil wir haben extra diese Transfer getätigt im Sommer, dass wir Konkurrenz haben. Ja? Und dann sollte man der Konkurrenz, wenn die Spieler halt wirklich keine Leistung bringen, was sie aktuell nicht tun, warum, wieso auch immer, ist scheißegal, sollte man den Leuten auch die Chancen geben. Und auch in so Spielen wie gegen Leipzig. Ja? Oder auch wie gegen Köln. Und jetzt spielen wir gegen Frankfurt. Was kein leichtes Spiel werden wird. Ja? Ich denke, da müssen wir uns nichts vormachen. Ich kann auch mal eben gucken. Frankfurt spielt in Freiburg. Das ist ein interessantes Spiel. Ja, aber die haben Lauf, ne? Genauso wie Wolfsburg. Das wird kein leichtes Spiel werden. Und ich bin sehr gespannt, wie der aufgestellt wird. Ja, das wird ein Fingerzeig sein. Meiner Meinung nach. Ja. Aber sehen wir es positiv. Wir haben was zu diskutieren. Wir haben was zu meckern. Wie langweilig wäre es, hätten wir beide Spiele gewonnen und wären irgendwie schon 8 Punkte weg vom zweiten. Ne? Von daher stört mich das jetzt nicht so, triggert mich nicht so hart. Ist jetzt nicht so, mein Gott, wir haben zweimal 1-1 gespielt, wir haben jetzt nicht verloren, die Welt geht nicht unter, sonst was. Aber die Art und Weise war halt wirklich schon gerade jetzt im Heimspiel fragwürdig. Ne? Und wenn man dann so die Maßnahmen sieht, die in der Vorbereitung ergriffen wurden und auch nach dem Spiel in Leipzig und die taktischen Maßnahmen, ja, dann fragt man sich wirklich, ob das der richtige Trainer ist. Ja? Auch wenn wir natürlich die Hinrunde einen super Fußball dann gespielt haben, irgendwann. Ja, aber ich verstehe nicht diese Hilflosigkeit oder dieses Festhalten an den gleichen 11 Spielern, die in Leipzig schon nicht performt haben. Wobei ich da jetzt die rausnehme, die performt haben, ja. Machen wir es an Kimmich und Goretzka fest. So, die waren unterirdisch in Leipzig, die haben das Spiel, deswegen haben wir das Spiel gar nicht im Griff gehabt. Die Bälle kamen nicht nach vorne, es wurde nur quer hinten gespielt. Goretzka war gar nicht anwesend, da war überall nur nicht irgendwie auf der 6. Und das war heute wieder so. Also ich glaube nicht, dass Nagelsmann gesagt hat, ihr spielt Doppel-6 und er war nur auf der 8, 10 und was weiß ich zu finden.
Ich denke mal, das wird schon eine taktische Anweisung sein, dass wir nur mit einem Sechser spielen und mit einem Achter, der dann irgendwie auch ein Zehner ist und hast du nicht gesehen. Dass das nicht klappt, sehen wir ja. Und das verstehe ich dann nicht. Wie man so blauäugig ist. Man sieht, dass das 90 Minuten nicht geklappt hat gegen Leipzig und macht es dann gegen Köln mit dem ganz genau gleichen Personal so. Ja, und ein Gnabry, der dann nach Paris-Palermo fliegt, da Fotos macht, Fotoshooting an seinem freien Tag, Blasülz. Ja, da hätte ich von vornherein gesagt, ja, dann spielt der King. Punkt. Ja, was soll das? Was soll so eine Aktion? Ja, hätte der King ja nicht performt, oder der Sané nicht, hätte den Gnabry noch bringen können, aber sogar hätte er gleich einen Denkzettel gekriegt. So geht's nicht. Fertig. Und nicht, ja, wir gucken erstmal, ob er Leistung bringt. Wenn er Leistung bringt, ist das in Ordnung. What the fuck? Dass das ja irgendwelche Auswirkungen gehabt hat, haben wir ja wohl gesehen. Ja, dieses alles mit Samthandschuhen anfassen geht mir tierisch auf die Eier. Das sind Leute, die Millionen, 17 plus im Jahr verdienen nicht, bekommen. Ja, die muss man nicht mit Samthandschuhen anfassen. Da muss man, wir reden von Leistungssport und da muss da auch Tacheles geredet werden. Muss nicht nach außen passieren, habe ich volles Verständnis für, muss intern passieren. Und wenn ich den Olli seine Reaktionen heute gesehen habe auf der Tribüne, denke ich, das wird auch knallen unter der Woche. Ja, aber wie gesagt, wir haben es gesehen, man kann sich das Ganze dann schön reden. Ne? Ja, guck mal, wir haben noch 1-1 gespielt, wir haben 80% Ballbesitz, 25 Schüsse, 60% Zweikämpfe, wir haben ein super Spiel gemacht, das Spiel war grottig. Ja. Es war viel quer und nach hinten. Und dann die letzten 20 Minuten wie im Handball ringsherum. Also, das war heute so ein Spiel, da wurden Erinnerungen an Pep in seinen schlechten Tagen wach. Keinerlei Ideen, einfach quer und ringsherum um den 16er, ne, nachdem der Musiala draußen war. Ja, schwierig. Ja, die Spieler haben einfach keine Form. Ne? Ich denke mal, das können wir festhalten. Und das sind dann die Spieler auf den wichtigen Positionen, die halt dafür sorgen, wie arbeitet die Defensive, wie arbeitet die Offensive, die Bindeglieder sind. Ja, und wenn die keine Form haben, wird's halt schwierig, die Spiele zu gewinnen, wa? Und von daher muss man die dann meines Erachtens nach austauschen. Aber das ist auch nur meine Meinung. Wie gesagt, vielleicht kriegt der Kimmich jetzt die Kurve, vielleicht hat's im Kopf jetzt wieder Klick gemacht, weil er ein Tor gemacht hat. Ich weiß es nicht, kann ja manchmal befreiend sein. Wir werden es am Samstag sehen. Ich gehe fest davon aus, dass ein Kimmich wieder spielen wird. Weil Kimmich spielt immer, ist ja alternativlos bei uns. Er kann auch ein Bein gebrochen haben, dann wird er aufgestellt. Warum? Ich sehe kein Argument. Wenn der Typ Effe wäre, Typ Lothar, würde ich sagen, yo, egal, scheiß drauf, wenn der keine Leistung bringt, aber die Aura, die er auf dem Platz hat, reicht aus. Ja, aber das hat er nicht. Er strahlt gar nichts aus. Null. Absolut null. Hat er vorher nicht, jetzt noch weniger. Er hat nicht einmal die Fresse heute aufgemacht bei gar nichts, was er sonst wenigstens noch gemacht hat. Null. Also ich weiß nicht, ob die Binde zu schwer wiegt oder sonst was, aber es ist nur ein Trauerspiel. Ja, und Goretzka heute dasselbe. Gegen Leipzig war er wenigstens noch der mal ein bisschen auf den Putz gehauen hat. Wie gesagt, ich war vom Sané überrascht. Sané hat auf jeden Fall mir heute gezeigt, dass er Verantwortung übernehmen möchte, dass er Führungsspieler sein möchte. Er ist jeden Ball nach hinten mitgegangen, hat die Leute zusammengepfiffen, hinten wie vorne, hat versucht Anweisungen zu geben. Ja, das ist das, was ein Kimmich halt auch tun muss. Ne? Aber es anscheinend nicht kann. Was sehr traurig ist, in meinen Augen. So, genug auf den Kimmich rumgehackt. Vielleicht hat er einfach irgendwelche Sorgen, mag alles sein. Aber es ist nun mal Leistungssport, da wird man beurteilt und da muss man halt einfach zum Trainer gehen und sagen, Trainer, nehme ich mal 3 Wochen raus, ich kann nicht. Ja, und gut ist. Ich meine, es ist nicht so, dass wir keine Spieler haben, die wir aufstellen können. Ja, wir haben Goretzka,
der auch keine Form hat. Aber wir haben Sabi, wir haben Gravenberg, wir hätten sogar noch einen Paul Runner für die 8. Ja, würde mir da jetzt keine Sorgen machen. Weil schlechter kann das auch nicht sein. Gut, Feierabend. 45 Minuten, alto Belly, da habe ich ja wieder abgelästert. Ich wollte eigentlich so ein 15-Minuten-Video maximal machen. Aber ich habe mich wahrscheinlich wieder 10-mal wiederholt. Aber gut, müsst ihr durch oder auch nicht. Ihr müsst euch das ja nicht bis zum Ende anhören oder anschauen. Rot-weiße Grüße gehen raus. Es wird auf jeden Fall spannend. Das ist doch schön. Ne? Sehen wir mal die positiven Seiten. Es wird spannend im Achtelfinale im Pokal gegen Mainz. Ich denke, für Nagelsmann, der geht auch langsam der Stift. Wenn er da nicht gewinnt, dann ist schon mal die erste Fahne ab. Wenn wir aus dem Pokal rausfliegen. Sollten wir dann gegen Paris ausscheiden, denke ich, kann der Nagelsmann seinen Hut nehmen. Spätestens am Ende der Saison. Was ich jetzt nicht feiern würde, weil das mit immensen Kosten verbunden ist und wir irgendwie 20 Millionen plus ausgegeben hätten für einen Trainer, der dann irgendwie 2 Jahre da ist. Ist dann auch kein gutes Bild für den Verein, muss man fairerweise auch sagen, aber ja, ich habe es schon mal gesagt, zum Mitte der Hinrunde oder so, der Nagelsmann muss seine Eier finden. Die hat er dann irgendwann gefunden, weil er dann irgendwann gesagt hat, jetzt klar nach Leistung, bla Sülz. Das hat er dann auch ein paar Wochen durchgezogen. Da war auf einmal mal ein bisschen Zug drinne. Aber jetzt ist wieder alles so mit Samthandschuhen und Alti-Daiti und ja, ihr seid ja die Besten, egal wie ihr spielt. Ja, ich meine, immerhin hat er heute mal 2 Spieler zur Halbzeit ausgewechselt. Das war schon mal ein Statement. Aber den Spieler, der am schlechtesten war, nämlich einen Kimmich, hat er auf den Platz gelassen. Ne? Das ist halt das andere Statement. Und das finde ich relativ schwierig, dieses Statement. Da hätte ich mir gewünscht, dass man da auch mal sagt, komm jetzt mal raus. Es hat keinen Sinn. Das wäre dann ein richtiges Statement gewesen, dann hätte er von mir auch Applaus gekriegt. Und wie gesagt, dieses Fehlcoaching. Dass man einfach den gleichen Stiefel wieder spielt, wie er 90 Minuten vorher schon nicht funktioniert hat. Von einem Trainer, der immer sagt, ich bin ein moderner Trainer, ich kann 3, 4 Systeme. Wir haben jederzeit auf irgendwas reagieren im Spiel. Das habe ich noch nicht einmal gesehen bei uns. Nicht einmal, dass mal irgendwie mal auf einmal was umgestellt wurde. Wenn es irgendwie nicht läuft. Wir haben gegen Leipzig auch den Stiefel einfach runtergespielt. Wir haben heute mal ein bisschen dann was verändert, fairerweise, muss man sagen. Dass es dann halt irgendwann eine Dreierkette war. Was schon viel eher hätte passieren können. Ja. Wir haben es gesehen, so nach 20 Minuten kam er besser ins Spiel. Ab der 30. war Köln schon nur noch in der eigenen Hälfte und zweite Halbzeit waren sie fast nur im eigenen 16er. Also, ja, da kannst du hinten auch eine Zweierkette stehen haben, das reicht auch aus. Gut, aber bevor ich mich jetzt immer weiter wiederhole, Leute, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Freut euch auf die Spannung, die in der Liga ist doch schön. Wollen wir hoffen, dass wir irgendwie gegen Mainz weiterkommen, egal wie, und wenn es durch einen ungerechtfertigten Elfer ist oder glücklich im Elfmeterschießen, ist mir eigentlich persönlich scheißegal. Frankfurt-Spiel sei mal dahingestellt. Ich bin sehr gespannt drauf, wird interessant werden. Aktuell gehe ich nicht vom Sieg aus. Sollte Frankfurt morgen punkten oder ein gutes Spiel machen in Freiburg und punkten, denke ich, sind die Frankfurter heiß. Und dann wird es ein richtig schweres Spiel für uns, da bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, dann ist Mainz, und dann ist schon Wolfsburg. Das wären jetzt knackige 1,5 Wochen für uns. Für uns Fans jetzt nicht, sondern für Nagelsmann, die Spieler. Ja, wir können das gelassen sehen. Wie gesagt, da geht nicht die Welt von unter, wenn wir dann irgendwie dann 7. sind oder 8., weil alles so eng dann da vorne ist. Dann ist das so. Wa? Das ist dann eher für Nagelsmann das Problem. Aber ich meine, er hat es ja schon vorher gesagt, ich muss schauen, dass ich im Frühjahr dann noch sicher im Sattel sitze. Ja, sind das die Ansprüche, die ein Bayern-Trainer hat? Weiß ich nicht. So, jetzt aber Feierabend, sonst quatsch ich noch eine Stunde. Haut rein, Leute. Tschüssi.